Die Szene, die mir am meisten geblieben ist, ist die, wo ich mit dem Auto wegfahren und dann wieder zurückfahren, wo dann quasi das Magazin gebrannt hat und ich durfte eine Stoppbremse machen und ganz gestresst aussteigen und nachher ins Haus hineinspringen, so ein bisschen Action. Die ist mir am besten geblieben. Die Impro-Szene fand ich mega lustig, also die war richtig schön, aber es hat auch Spaß gemacht, so richtig diesen Drachen zu spielen, richtig böse, leider Vicky gegenüber zu sein. Aber ja, die Impro-Szene fand ich am besten mit dem Telefonat, wo man dann auch ein bisschen die Geschichte mitbekommen hat, was Laura hat und welche Rolle Alex spielt. Ja, geblieben sind mir sehr viele Szenen aus verschiedenen Gründen. Sehr aufwendig war zum Beispiel die Szene draussen, wo die Feuerwehr anfährt und wo die Leute aus dem Haus raus rennen. Weil jetzt einfach so viel organisatorisch zusammenpassen musste. Also die Leute müssen rechtzeitig raus, der Nebel, wo der Rauch darstellt, müssen rechtzeitig richtig voluminös sein. Die Feuerwehr müssen rechtzeitig anfahren und zur richtigen Zeit aussteigen, den Schlauch rausziehen. Also ganz, ganz viele Sachen müssen stimmen und wir haben auch 3 Kameras auf Platz gehabt, die nicht dürfen sich gegenseitig in den Shot hineinlaufen, also ins Bild hineinlaufen. Die Leute rundherum, Regie, Mikrofon, die haben alle nicht ins Bild hineinlaufen und haben gleich müssen die optimalen Einstellungen einfangen. Und darum ist das etwas Aufwendiges, was wir gemacht haben. Dort, wo der Noah eigentlich wirklich fragen, ob sie mit ihm mal auf ein Date will, aber die ganze Zeit halt abgelehnt wird und nicht zu Wort kommt. Das ist auch zum Spielen eigentlich am anspruchsvollsten, habe ich gefunden. Weil man muss doch auch wie verschiedene Facetten probieren reinzubringen. Ich denke doch, das ist die mir am menschsten geblieben ist. Grundsätzlich rein vom Ästhetischen gefällt mir die Meeting-Szene extrem gut. Und ich muss sagen, das ist jetzt das erste Mal, wo ich wirklich eine Vorstellung aus meinem Kopf 1:1 genau in das Bild umwandeln konnte. Von der Vorstellung ins effektive Endprodukt. Und ich glaube, auf dem Weg zum Film macht, beziehungsweise einfach, wenn man einen Film macht, kommt man viel an einen Punkt, wo man halt enttäuscht wird, weil die eigene Vorstellung halt immer schöner ist gefühlt als das, was man sich vorstellen kann. Und das ist endlich mal so eine Szene, die genau so ist, wie man sich die vorstellt. Und ich glaube, für mich ist das ein ziemlicher Meilenstein in dem Projekt. Ja, ich möchte mich natürlich auch noch bei allen bedanken, die da mitgewirkt haben. Sechs Kamera, sechs der Tobi in der Regie, sechs die Leute von der Belichtung, Ton, aber auch das Catering und Springer. Super cool gewesen, wie die alle mitgearbeitet haben und wirklich jede Person da am Set ist wichtig gewesen. Es ist wirklich super gewesen, wie die Leute miteinander funktioniert haben. Und ich bin wirklich froh gewesen, dass wir jede einzelne Person da am Set gehabt. Danke vielmals, dass ihr mitgemacht habt bei diesem Kurzfilm.